Bilan 24, heute geht es wieder ums Thema Wahlen. Bei mir ist jemand zu Gast, der sich ganz spontan noch aufstellen lassen hat. Er hat keine Partei, er kommt von Grüsch, ist pensioniert inzwischen, war vorher Architekt gewesen, oder glaube immer noch Architekt. Hans Fetsch heisst er, herzlich willkommen, freut mich, dass du da bist. Grundsätzlich einmal die Frage, warum tut man sich das in deinem Alter noch an und lässt sich aufstellen? Also der Grund ist folgender. Vor knapp 1,5 Jahren ist meine Frau gestorben. Tut mir leid. Und dann bin ich in ein Loch gefallen, eine Weile lang. Ich konnte nicht mehr recht mehr arbeiten. Und zum Glück habe ich dann eine Frau wieder getroffen, die mich aufgestellt hat. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt kannst du entweder richtig wieder vorwärts oder machst du so richtig Pension. Ich arbeite immer noch, arbeite voll. Mhm. Und ich habe schon immer gesagt, ich arbeite, solange ich gesund bin. Und etwas Neues machen ist auch noch jetzt einmal versuchen, für die Öffentlichkeit eine Arbeit zu leisten. Und nicht immer im gleichen Schema drin zu bleiben. Also ist die Motivation, dass du der Gesellschaft auch etwas zurückgeben willst? Das möchte ich gerne, ja. Also dass es dir bis jetzt immer gut gegangen ist. Es ist mir sehr gut gegangen. Mein Leben ist extrem gut verlaufen bis jetzt, kann ich sagen. Ich konnte eigentlich mir alles leisten, was ich wollte. Ich konnte relativ frei sein. Als Selbstständiger konnte ich mir leisten, lange Jahre fast nur 80% zu arbeiten. Da habe ich mich noch damit beschäftigt, dass ich an der ETH Vorlesungen höre, bei meinem Lieblingsprofessor Helmut Spieker. Und da habe ich mich noch 2 Jahre lang halbtags eingestellt als Assistent. Das habe ich gemacht, während ich ins Büro kam, und das ist wunderbar gegangen. So habe ich wieder Kontakt zur ETH und zur Stadt. Und der Professor ist mein Freund geworden eigentlich, ja. Mhm. Wer hat denn letztendlich dich so darauf aufgeklopft? Hast du dich selber darauf aufgeklopft, dass du gefunden hast, mal, das wäre jetzt noch etwas mit diesen Regierungsratswahlen? Ja und nein. Ich habe den Martin Jäger gut kennt. Das ist mein Schwibschwager, der ehemalige Mann von meiner Schwägerin. Und der Claudio Lardi. Das sind auch so eine Art fast Kollegen von mir. Und dann habe ich gedacht, die habe ich ja relativ gut gekannt. Dann habe ich gesehen, wie die funktionieren und denken. Und dann habe ich immer wieder gedacht, also, wenn die das können, dann kann ich das auch. Einfach von den Fähigkeiten, die ich denen zugemutet habe, von den Intellektuellen. Der Claudio Lardi hatte ja das Kulturdepartement gehabt. Mit ihm bin ich mal in Zürich gewesen. Er hat mir netterweise das Mittag gezahlt. Dann habe ich gedacht, mit ihm kann ich gut einmal über Kultur reden. Wenn wir schon in Zürich sind, habe ich mal davon angefangen, ja, hast du die Fenster vom Chagall im Frau Münster schon gesehen? Der hat doch tatsächlich gesagt, gibt es das? Und das habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Das wäre, was das Departement führt. Muss doch also nur ein bisschen von der Kultur, von den wichtigsten Punkten, die wir haben, auch noch etwas verstehen. Und das ist eine Sache, wo ich denke, wenn ich schon so etwas mache, will ich auch noch etwas bieten können. Und zwar vom Wissen her. Mhm. Also das wäre ein Wunsch von dir, wäre halt wirklich das Kulturdepartement übernehmen? Oder eigentlich ist es ja so, wenn man sich aufstellen lässt, dass man im Prinzip offen ist für jedes Departement, oder? Aber das Kulturdepartement wäre dir am nächsten. So. Nein, kann ich nicht sagen. Weil eigentlich Bau oder also irgendwie so. Bau wäre auch gut. Ja. Und auch, ich könnte mir auch vorstellen, Finanzen. Oder im Prinzip würde ich mich wahrscheinlich in jedem Departement wohlfühlen. Als Architekt ist man relativ multifunktional. Muss man ja sein. Da geht es um Kosten, da geht es um Gestaltung, da geht es immer um das ganze Spektrum von diesen Aspekten. Und Recht hat man ja auch ziemlich viel zu tun. Man hat ja immer wieder Auseinandersetzungen mit den Behörden. Und man wird ja auch geschult in Sachen Recht. Beim Bundesrat Friedrich habe ich Baurecht hören. Und der Mann hat mich auch stark inspiriert und hat mir auch immer gefallen als Politiker. Und das ist auch eine Motivation ein Stück. Die Motivation, die ich jetzt habe,
die setzt sich ein Stück weit aus der ganzen Lebenserfahrung zusammen. Und ein Teil ist, meine Frau hat das nie wollen, dass ich das mache. Meine Frau hat gefunden, du bist viel zu spontan, du bist viel zu aufbrausend. Und dann riskiere ich, dass ich die ganze Zeit Lampen habe wegen dem. Und sie war ein zurückhaltender Mensch, eine sehr liebe Frau gewesen, und hat nicht irgendwo anstoßen. Und dann habe ich das halt einfach mal gelassen. Ich war einmal Gemeinderat in Grüsch, 2 Jahre lang. Dort habe ich dann aufgehört, weil ich einen Auftrag bekommen habe von der Firma Trumpf. Und da ist mir dann halt wichtiger gewesen als das Bauamt und alles. Das hat sich dann natürlich irgendwie gebissen. Das hätte ich können, mindestens Interessenskonflikt geben. Ja, grundsätzlich kann man eigentlich schon sagen, also eine gewisse politische Erfahrung ist da, aber du bist jetzt gleich nicht irgendwie so der klassische Weg, wie jetzt zum Beispiel ein Roman Hug oder eine Carmelia, wo schon Präsidentin gewesen sind oder immer noch sind und dann halt wirklich so Step by Step und so. Ist deine Kandidatur auch ein bisschen ein Zeigen, hey, man kann im Fall auch wenn man jetzt nicht den klassischen Weg macht, man kann im Fall auch sonst in Politik. Das ist auch eine Sache, die mich motiviert. Es hat ja in Graubünden noch nie ein freier Kandidat das geschafft. Und haben schon ein paar probiert. Der Linard Bardil ist ja nicht so weit weg gewesen. Das ist der Letzte, der das probiert hat. Und irgendwann einmal ist es vielleicht einmal Zeit, dass es wäre, ohne Einbindung in eine Partei und ohne sehr viel Geld, mit einem minimalen Aufwand, einfach über die öffentlichen Medien und über Facebook und so weiter, die Chancen bekommt, um so etwas zu machen. Und an die Leute herkommen. Letztlich müssen ja die Leute und die Wähler entscheiden, wer es denn da in der Regierung haben wollen. Also wird es von dir auch nicht, also hast du nicht im Sinn, zum sagen, ja, jetzt tun wir da so wie die anderen Kandidaten überall Plakate aufhängen, Anhänger und so Zeugs. Das ist nicht so deine Art von Wahlkampf, die du betreiben willst in dem Fall? Nein, das ist so oder so nicht meine Art. Ich kann jetzt schon sagen, wenn ich gewählt werde ich nicht an jede Veranstaltung gehen. Du darfst schon Hundsverlochert sagen. Ja. Kein Problem. Ja, ist gut. Wir müssen zurückhalten, um nicht alles gut zu sagen. Hundveranstaltung. Genau. Nein, ich werde Veranstaltungen besuchen, die mich interessieren. Und sonst gehe ich sicher nicht, weil ich bin nicht da zum Repräsentieren. Ich bin da, um eine Arbeit zu leisten. Und die will ich so gut als möglich machen. Und ich muss ja auch nicht wegen der Partei irgendwie da Reklame machen oder dass es wieder mehr Wähler gibt in der nächsten Wahl und so weiter. Es geht mir wirklich nur um die Arbeit, die ich leisten muss. Die Unabhängigkeit, das ist halt schon noch spannend irgendwie. Also eben, du hast alle Ideen, die du hast, sind von dir selber und ja, kannst wirklich die Arbeit eingeben. Ist es auch so ein bisschen, wie es bisher präsentiert worden ist, also das Ganze, was man wählen kann in Graubünden, wo die animiert hat, um jetzt diesen Schritt doch noch zu gehen. Weil wir müssen schon auch ein bisschen sagen, es ist eigentlich schon ein relativ später Zeitpunkt, zum noch einsteigen in den ganzen Zirkus. Und ja. Also hat das auch irgendwie, dass zum Beispiel die Mitte 3 Kandidaten aufstellt, hat die das auch ein bisschen gefuchst? Oder was ist das so ein bisschen? Ich muss sagen, das fuchst mich nicht unbedingt, aber ich meine, das sollte man den Leuten bewusst machen, dass wenn eine Partei 3 Regierungsräte stellt von 5, dann sind da 2 und die 3 können auch miteinander ihre Parteienideen durchsetzen. Schaut dann Walter. Und das schaue ich für eine richtig nicht so sehr demokratisch an. Da habe ich jetzt Mühe damit. Und eine andere Motivation ist auch noch, die SVP ist mir eher zu rechts. Und der Martin Bühler ist ein FDP-Kandidat. Das ist sicher ein ganz toller Mann.
Aber da kritisiere ich einfach, dass eine FDP einen Chefbeamten aufstellt. Das ist übrigens ein amtierender Chefbeamter, ist in Graubünden bis heute auch noch nie gewählt worden. Das schaue ich auch nicht für sehr geschickt an von einer sogenannten freiheitlichen Partei. Die sollte ja eher für Unternehmer, für Freischaffende und was früher auch noch stark gemacht haben, sozial sein, dass es Sozialpartnerschaft funktioniert hat, eintreten. Mhm. Was ist denn so dein Zielpublikum? Also stehst du jetzt her, bist du eher so einer für die Wirtschaft oder für die kleinen Leute oder für Freischaffende? Oder, also was sind denn so die Punkte, die du einsetzen würdest? Respektive die Leute, die du dafür einsetzen willst, wenn es gelingt? Ein wichtiger Punkt ist mir, dass die Schwächsten nicht unter die Räder kommen. Weil die Qualität des Staates misst sich daran, wie gut es den Schwächsten geht. Ich will aber sicher nichts gegen die freie Marktwirtschaft tun, in dem Sinn, weil das brauchen wir auch. Das ist unser System, das relativ erfolgreich ist immer, bis heute. Aber es sollte nicht radikal sein. Und Shareholder, die Gewinn schaue ich für nicht sehr gesund an. Man sollte dort mehr abschöpfen. Bei den Gewinnen, die entstehen, ohne dass man viel schafft dafür. Und alle Leute, die arbeiten, sollten wir eher entlasten. Weil letztlich ist der Wert des Geld genauso viel wert, wie geschafft wird dafür. Das ist dann vielleicht fast eine marxistische Vorstellung, aber ich schaue die für richtig an. Mhm. Und gleich hast du aber nie hast jetzt bei keiner einzigen Partei gefunden, oh, vielleicht könnte ich es auch mit denen probieren oder so. Nein, das könnte ich nicht. Das ist nicht. Die SP ist manchmal dermaßen fordernd, dass ich muss sagen, das geht nicht. Und die Rechten sind häufig so fremdenfeindlich, dass es für mich schon gerade gar nicht geht. Einer von meinen Urnehmen war ein Italiener. Und mein Nani hat nicht einmal Italienisch reden. Das hat mir Senat gesagt, die Hure Schinken. Und das ist eine Art klassische Form von Rassismus. Gar noch nicht so lange her. Nein, das ist gar noch nicht so lange her. Ja. Und das hat mich immer berührt, so Zeugs. Und ich bin immer sehr gerne auf fremde Leute zugegangen. Ich habe einen Stift ausgebildet, Arti Temiri. Der hat in der ganzen Schweiz keine Stelle bekommen. Der ist Muslim, ist relativ spät in die Schweiz gekommen und hat nur Realschule gehabt. Mhm. Und dann hat mich ein Onkel von ihm gefragt. Ich dachte, wieso mal nicht probieren? Dann habe ich gekommen und gemerkt, das ist ein intelligenter Mann. Mhm. Und dann hat bei mir die Stifte erfolgreich abgeschlossen. Und das ist meine Grundeinstellung. Ich schaue die Menschen an und nicht die Religion und auch nicht Partei schon gerade gar nicht und auch nicht Herkunft. Das ist bei mir egal was für eine Farbe, was für eine Nationalität. Mir geht es nur um den Menschen an und für sich. Mhm. Und mit dem bin ich meine gut gefahren. Mhm. Wie kommt das an? Also eben, du hast jetzt ein bisschen in den sozialen Medien, hast es schon bekannt gegeben, dass du das machen wirst. Wie sind die Rückmeldungen darauf? Also gibt es die sagen, jetzt dreht es völlig? Oder finden die meisten eigentlich jetzt endlich mal jemand, was also die meisten Leute, die ich begegne, sagen, ich finde das so toll, dass ich das mache. Ich habe wahrscheinlich keine Chance, weil das hat noch nie ein Werk geschafft. Dann sage ich probiere es trotzdem. Das kann ja mal klappen. Mhm. Und dann gibt es einige, die natürlich ganz anderer Meinung sind. Claudia Lardi hat mir da sogar geschrieben, ziemlich intensiv. Ja, das habe ich eben gelesen, oder? Und auch mit denen. Also, du hast ja das öffentlich teilt, dass es so ein Wahlkampf halt schon eben irgendwie musst 20, 30 Leute hinten dran haben, normalerweise. Und 100'000 Franken. 150'000 Franken in die Hand nehmen. Ja. Angenommen, es würde jetzt nicht klappen, wärst du dann wirklich voll desillusioniert oder ist es doch auch irgendwie einfach so ein bisschen die anderen normalen Leute ohne Partei und frei animieren, um auch mal zu probieren überhaupt? Das
Also ich meine, das... es sollte in dieser Richtung gehen, dass man Ja. auch mal parteiunabhängige Leute motiviert, um so etwas zu probieren. Weil das ist ja das Recht von jedem, von der Verfassung her, sich zur Verfügung zu stellen, ohne dass er irgendwo steht, man muss einen Parteiapparat hinter sich haben. Und der Parteiapparat ist ja ziemlich eine enge Angelegenheit. Ich habe das gar nicht gewusst, aber die Regierungsräte müssen ja während ihrer Amtszeit einen Teil von ihrem Gehalt an die Partei zahlen. So? Ja. Okay, krass. Das ist etwas, wo man auch erst jetzt Ja. einmal richtig reingekommen ist. Die sind wirklich gebunden an die Partei, in einem sehr engen Sinn. Die zahlen wie eine Steuer, für das die Partei sie in die Regierung gebracht hat. Und das ist mir irgendwie suspekt, muss ich sagen. Das finde ich nicht eine saubere Sache. Das ist nicht einfach über die Parteikasse alimentiert, sondern eben über die dann reinkommen. Wir nachher das wie viel zurückgeben an die Partei, für das da überhaupt so gesponsert worden sind. Und das ist für mich eine Abhängigkeit, die ich nie mitmachen würde. Ja. Du würdest noch eher das spenden, oder? Nein. Ja, wenn es nicht wirklich vorkommt, wäre es ja möglich. Ja. Je nach Verpflichtungen, die ich habe. Aber ich will das nicht versprechen, so Zeug. Ja. Ja, grundsätzlich, so vielleicht als abschließende Frage. Was sind so die 3 Sachen, wo du möchtest in Gang setzen, wenn jetzt du wirklich gewählt wirst? Also wieso müssen die Leute unbedingt dir die Stimme geben? Also unbedingt ist vielleicht ein bisschen Ja, übertrieben. nein, jetzt einfach so halt also wirklich das Klassische, wieso sollte man sie wählen? So. Also, wir wählen, meine ich, sollte man hauptsächlich wegen dem, dass ich eben tatsächlich unabhängig darf denken. Punkt 1. Und der zweite Punkt ist vielleicht, dass ich auch frei meine Meinung äußern darf, ohne irgendwelche Rücksichten auf irgendein Wer. Und mit dem vielleicht auch Diskussionen in Gang stoßen kann, wo es gar nicht aufkommen. Zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, das ist in meinen Augen auch eine Sache, die ich für sehr schlecht anschaue. Die ganzen Versicherungen wie Krankenkassen und Pensionskassen sind ja obligatorisch. Und alles, was obligatorisch ist, vom Gesetz vorgeschrieben ist, gehört nicht in private Hände. Das erinnert mich an den Feudalismus, wo die Fürsten der Vögte das Einzugsrecht über ganze Gebiete gegeben haben. Und das finde ich ein Rückschritt und keine demokratische Art und Weise, wie man umgeht miteinander. Dritter Punkt. Der dritte Punkt. Es hat noch genug Platz auf der Liste. Ja. Nein. Ich sehe, du hast schon ein paar recht konkrete Sachen. Ja, und eigentlich. eine konkrete Sache ist auch die ganze Zweitwohnungsproblematik, die wir haben. Und das geht relativ in eine tiefe Sache ein. Die Zweitwohnungen sind energiepolitisch eine Katastrophe. Die sind besiedlungstechnisch nicht in der Ordnung. Die sind auch für den Wohnraum, für Einheimische, zum Teil fast bedrohend. Also das Retour gesagt, bei der Zweitwohnungsinitiative hat man jetzt entschieden, zum weniger dürfen bauen. Und jetzt kommt der Altbestand dran. Und der Altbestand wird zu sehr hohen Preisen verkauft und in Zweitwohnungen umgewandelt. Das heisst, die Häuser, die noch sind in diesen Kurorten, in diesen wirklichen Hotspots in Graubünden, die werden jetzt auch in Zweitwohnungen umgebaut. Und das sind die Häuser, wo noch Leute gelebt haben, mit relativ normalen Zinsen. Und die bekommen jetzt gar keinen Wohnraum mehr in diesen Gegenden. Das müssen wir irgendwie richten. Und dann der zweite Punkt nach der Energie. Eine Zweitwohnung ist ein 100% Verlust, wenn sie leer steht. Energiepolitik, die man nicht nutzungsbezogen anschaut, ist auch eine falsche Politik. Es geht nicht darum, ob das Haus gut isoliert ist. Es geht darum, was braucht der Mensch, während er dort drin sitzt, für Energie.
und dann auf den Mensch bezogen und nicht auf das Objekt bezogen. Ein leeres Haus kann so gut isoliert sein, wie es will. Das hat auch relativ viel Energie gebraucht, um es herzustellen. Und wenn es nicht genutzt wird, ist es ein voller Verlust. Und gleichzeitig, dort, wo die Stammwohnung ist von diesen Leuten, dort ist auch niemand drin, wenn die in den Wohnungen erhoben sind. Und dann haben wir das gleiche Problem im Raum Zürich zum Beispiel. Der ganze Zürich-Raum hat ja zu wenig Wohnungen. Und da stehen die grösste Zeit die Wohnungen auch leer. Ja, weil man sie nicht zahlen kann, oder? Ja, wenn Stauer kommen, hausen. Und dann gibt es einen Haufen Leute, die hier im Kanton Graubünden wohnen, in sehr grossen Häusern und Wohnungen, und Steuern zahlen sie im Unterland. Und für das haben die eine Wohnung, um das glaubhaft zu machen. Ja. Und dann sind die Wohnungen im Unterland leer. Also schon auch ein bisschen... Das widerspricht sogar dem Gesetz. Wir also haben ein Gesetz, wo... gewisse Missstände... Das sind Missstände, richtige Missstände. Genau, ja. Und das Gesetz, dass einer beim Hauptwohnsitz muss Steuern zahlen muss, wäre ja da. Ja. Aber das wird nicht umgesetzt. Aus was für Gründen auch immer. Ja. Und Also so, ich habe einen Haufen dieser Themen. Ja, also das sind so deine 3 Themen, wo dir jetzt als erstes Die liegen mir auch auf. quasi. Die liegen mir auf. Also deine Freiheit, die ganze Energiepolitik Ja, in Bezug. und Zweitwohnungsgeschichte. Das hat zusammen. Ja, genau. Eben, es hängt ja alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Man kann nichts wegnehmen, das ist ein riesiges Gebilde. Ja. Nein, das ist super. Ich sage danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist und dass wir da über deine Kandidatur berichten. Ich bin sehr gespannt, wie die schlägst. Das ist auch so ein bisschen ein soziales Experiment, glaube ich. Ja. So ohne Partei da auf das losgehen. Ja, drück die Daumen. Ja. Ja. Danke auch vielmals, Genau. für das ihr hierher kommen. Ja. Ja, wenn euch das passt hat, Hans Fetsch ist sein Name, könnt ihr ihn auf die Liste schreiben und vielleicht haben wir dann wieder einmal einen von uns von der Regierung. Ja, genau. Das war es schon mit dem Gespräch. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.